Ein Jung in Mexiko ging einen alten Onkel besuchen, den er gut kennt. Sie sagte da im Sohl, in einem Fall ganz besonders ab, das eine Bild, was das Öller da an der Wand hat. Dann sagt das Jung zu dem, seinen alten Freund, weißt du was, die meisten Menschen, mir ist abgefallen das Bild, was du hast, wo viele Menschen eins eine gute Landschaft oder Wut oder eins eine Persönlichkeit haben und ein Bild. Du hast ein Bild mit Stacheldraht oder Hacheldraht, wie immer du das sagst. Das ist an der Wand. Und was hat das für eine Bedienung? Einfach ein Bild mit Hacheldraht. Dann sagt das Öller, ich wollte dir die Geschichte vertellen. Als ein kleiner Junge war, in der Schule ging, dann gingen wir als Kumpels immer bei einer Stadt vorbei, ein Wut da vorbei, und da war ein Stacheldraht dran. Und da war ein großes Schild, das sagt, verboten zu Boden. Keiner darf hier nennen gehen. Aber wenn es aus der heute war, in der heutigen Zeit, naja, das sage ich eins, wenn wir das nicht so jankert, dass wir das nennen können, aber der heutige hier ein Schild von der verbotenen Boden und mit Halter dran, wo wir durchkriegen, wird ja keine Antworten. Das ist Jungs entscheiden diesen Tag, ob es der Klasse zu eng ist, sie waren nur die Klasse daheim und waren stets geboten an das Haus. Und dann rennen sie, 5 Cent, das Öller hat gesagt, ich bin die Jüngste, in der Kleinste, so ich kann nicht ganz so sehr ran als die anderen, die wären euer da. Und als ich daheim komme, dann hat sie ihre Kleider ausgetragen, wir alle am Wutterbäne. Und ich bleibe zu dem Nacht da am Hacheldraht hängen und kann nicht so bosig. Aber während ich da am Hacheldraht hang, dann brüllte der Alte mir, komm nicht dichter, komm nicht denn. Dort wurde da wie ein Fall von Schlange, der diese 4 Jungs leider anbrachte und die alle starben daran und was die Schlange den deute. Deshalb, wenn es am Hacheldraht hängen bleibt, wird er nicht daheim gekommen. Er hat nicht so sehr ran können und wieder fast geblieben und deswegen wir hier im Leben und können diese Geschichte vertellen. Sagt er, das ist meine Geschichte und deswegen hat das Bild mit dem Hacheldraht da, wenn es dort meine Radung gewesen ist. Manche Menschen, wenn sie Probleme haben, fangen an zu fliegen und denken immer muss das an mir passieren. Immer. Ich bleibe am Hacheldraht hängen. Ich bin wieder hängen geblieben als der andere. Die anderen sind immer böse als ich. Oder kann es mal sein, dass dort vielleicht gerade eine Radung ist. Nicht immer, wo wir sein, zu was ein Problem ist im Leben, und wir fragen uns immer, warum, aber nicht zu was. So leicht die Frau, warum hat mir das passiert, und es steht zu was. Wir können aber auch anders sein, Gott hat uns Schilder abgestellt im Leben. Tschüss, Predigt, aber eine gute Sache, ein großes Schild, was er uns gegeben hat in dieser Zeit, was wir haben, heißt die Bibel. Die Bibel sagt in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott gegeben. Der ist von Gott gegeben, und wenn es uns zu belehren, zu uitbeteren, terecht zu weisen, und uns zu unterrichten, wie wir leben sollen. Uns zu rechten, wie wir leben sollen. Wenn du wieder fairweg können leben, das gibt Schilder, die beachten. Und 2 Sachen, die uns bewahren im Leben. Für das Schild, die Bibel, das Wort Gottes, und auch die Probleme. Der Hacheldraht ist ein Problem. Wir möchten nicht Probleme haben im Leben, aber das Leben hat nicht ohne Probleme. Die Probleme können die immer bringen zum Pflege oder sagen, ich weiß noch nicht gerade, was das Hacheldraht ist, aber ich bleibe hier nochmal hängen bei dem Problem, was mir Lothar konnte, eins was raten. Und wenn wir alles in der Wirtschaft und in alle Weise perfekt haben, als wir wollen, manche würden dann abgehört haben, zu beten und Gott zu segnen. Und so fertig. Haben wir Probleme, wenn wir nicht das Schild beachtet haben, so ist das eine andere Situation wie. Wenn du in deinem Leben wirst eine Oase wieder leben, ist es wichtig, zu weiter, wenn der Hacheldraht die ins hängen lässt, lässt Gott auch mit dem Hacheldraht, oder nicht mit dem Hacheldraht, sondern das Problem, was dir passiert. Lass diese Schilder wirklich, wenn er sagt, verboten, also nicht am Spielfeld dabei zu sein, am die das Leben verdorben, sondern wenn es Gott die verboten wird, dass du nicht irgendwann in der Ewigkeit mit der Schlange bist, sondern dass du kannst die Oase erleben im Himmel.